ab. Was sehr erfolgreich ist, vor allem wenn er mit Ghost unterstützt. Und wir dürfen nicht vergessen, Marines sind ziemlich guter Counter gegen ungeladene Void Rays. Gegen geladene, however. Und Boring entscheidet sich weiterhin nicht zu expandieren. Entscheidet sich weitere Truppen reinzubauen. Entscheidet sich mal zu schauen, ob der Expansion steht nicht. Wird es aber schwer haben gegen die Armee, die sogar Ghost hat. Und jetzt rausrückt und der Kampf durch. Und nichts klingt, der Boring, die Armee in Hälfte steht mit dem Ding. Wortspiel stark, ich jetzt am selber im Weg. Um die Phase von Gagninka. Der kommt der Nuke. Vom Ghost, der Defensive Nuke. Dings muss sich zurückziehen. Domi könnte es eigentlich abfangen. Stattdessen seine Versorgungsdepots hochzufahren und seine Truppen Schutz dahinter suchen zu lassen. Duck and Cover. Unterdessen hat der Boring seine Expansion aufgezogen. Der könnte schon lange laufen. Ohne dass er hier in der Situation Truppen verbraucht. Und die Fabrik geht auf eine Scouting-Runde. Jetzt hätte sie können brauchen für seine aber er hat 2 Void Rays verloren. Und er könnte möglicherweise die Teile jetzt in nein, ganz sicher nicht weg. Und die WBFs kommen zu reparieren. Dings muss nicht zurückziehen, der Boring. Er hat einfach wenig so mit all den Typen konstruiert, dass es Kitten ist. Kann sich hier aber in sichere Position zurückziehen. Jetzt muss der Domi lernen. Der Domi ist ein bisschen mehr möglich besser. Und die Fabrik wird hier genau sauber wie im letzten Spiel. Ich weiß es nicht. Fall. Der Domi seine WBFs vorerst nicht zurück zur Mineral Line. Vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Er hat hier schon lange eine Expansion stehen. Kann aus der auch News rausholen. Braucht die WBFs also gar nicht unbedingt zum meinen im Moment. Wird Demon Boring seine Expansion langsam erst reingekickt. Er ist jetzt reingekickt. Wenn wir auf die Units Lost Tab schauen, sind B ziemlich ausgeglichen. Was die Ressourcen anbelangt, was die Einheiten anbelangt, hat Domi ein bisschen mehr verloren. Aber ich habe das Gefühl, er hat einen Haufen aufgeholt in den letzten paar Momenten in dem Kampf da unten und wird sich die beiden Armeen begegnen. Ja, und der Ghost klar und die paar Vorspiele funktionieren nicht so gut, wie der Boring sich das vorgestellt hat. Muss sich nicht zurückziehen. Und der Pfeilen, wir salutieren von dir. Du hast tapfer Stand gehalten, aber am Schluss war die Armee zu gross gewesen. Hier kommt noch ein einzelner Void Ray. Was kann der Void Ray noch machen? Das Spiel, denn das sind Vikings. Ein Viking hätte er noch vernichten können. Aber wenn so ein Void Ray nicht geladen ist, kann man gegen eine größere Zahl von Void Rays nicht sehr viel anrichten. Währenddessen steht hier der Starport ziemlich einsam und verlassen. Und so wie ich finde, immer noch entdeckt vom Domi. Und der Boring hat ein bisschen Problem, weil das ist seine ganze Armee. Wenn ich schauen, er ist gut sagen. Er ist schlecht voraus, weil er natürlich eine Expansion am Laufen hat. Im Income äußert sich das so, dass er gut doppelt so viele WBFs hat. Das heisst, obwohl er im Food Count vorne ist er im Army Count nicht wirklich vorne. Was sich auch in den Ressourcen ausdrückt. Domi hat zwar 10 Food weniger, aber gleich viele Ressourcen. Was, wenn ich mich bei der Mathe-Schulung richtig entsinnen, bedeutet, dass
der weniger billige Einheiten hat, mehr Armee hat. Aus irgendeinem Grund. Aber langsam kickt die Zeit, wo die Expansion da unten schon länger am Laufen ist, als die da oben rein. Und der Boring kann aufholen, beziehungsweise ist jetzt sogar voraus, hat fast 800 Resourcen oben. Das ist auch ein Scout jetzt fast mehr voraus als der Wing-Top-Count. Der Wing-Top-Count ist 20 voraus. Das ist Unit Lost, glaube ich. Oder was ist das? Ah, das ist Band Money. Egal. Der Production Tab wieder drauf. Und wir sehen Phoenix kommen raus. Und Lex wird erforscht. Danke fürs Ping, jetzt wissen wir, dass das da ist. Und der ist anscheinend ein kleiner Scout. Ein kleines Scouting-BBF. Wird nie mehr heimkommen. Wird nie wieder sein Geliebte mit WBF reparieren können. Aber so spielt das Leben. Und der Bioball hier ist schon ein bisschen scary. Hat auch einen Ghost dabei. Was natürlich ein grosser Vorteil ist. Ich meine, hey, das ist wie ein Dark, das ist wie ein Templar mit mehr Reichweite. Und Instant Damage, das heisst nicht und wir sehen, die EMPs 2 hat verschiedene Aufwand. Also haben die meisten einfach kein Schild und dann kommt das Sonderkind. Bob, Domi! Jetzt die abbekommen, jetzt der Ghost vorher down kam. Und nein, jetzt sind all die... Oh! Leck, all gestorben! All gestorben! Boring kann nur noch sagen, oh mein Gott! Ja, so Bombe hat es draußen. Und da hat sie so... Was ist das? Hehe, ich kann das so Bombe machen. Nuclear Warfare at its best. Und so... Mit dem Boring kann ich sagen, GG. Bei dieser Strahlung ziehe ich mich lieber aus dem Spiel zurück. Auch wenn eine weitere Expansion steht, er hat nicht die Möglichkeiten, um die Armeen aufzuhalten, hier seine Basis einfach niederzumachen. However, schönes Spiel gewesen. Skilled.ch geht mit Einführung 1:0 in dem Clanwar, weil der Domi hat 3 Best of 3 mit 2 Spielen gewonnen, obwohl er 1:0 hinten war. Schönes Comeback. Und wir hoffen, dass die weiteren Spiele von dem Clanwar mindestens so spannend sein werden. Und... wieso mindestens? Wenn sie genauso spannend sind. Es tönt so, als wäre es schlecht. Ah, egal. Auf jeden Fall GG. Bis bald. Und... ja, was kann man noch sagen? GG. Ist eigentlich alles.